Das war ein sehr schöner Einstieg in den heutigen Morgen. Ich möchte jetzt eigentlich nichts wiederholen, was Ellen gesagt hat, aber vielleicht nur unterstreichen, dass Sprachplanung natürlich weit hinausgeht über den schulischen Bereich oder auch die Erwachsenenbildung, dass eben der ganze Kreativbereich eben ganz, ganz wichtig ist, weil eben Sprachplanung eben auch diesen öffentlichen Raum mit einschließt. Die Europäische Union leidet darunter, dass es eben nicht diesen Public Space gibt und eben für Minderheiten gibt es diesen öffentlichen Raum oft auch nicht. Deswegen eben, wie erwähnt wurde, Medien sind wichtig. Der ganze Printbereich, ob das Zeitungen sind oder Buchverlag. Im Medienbereich natürlich haben wir zwei Herausforderungen. Das ist eine strukturelle Herausforderung, wenn man jetzt an Radio oder Fernsehen denkt. Das sind die Zeiten, das sind die Frequenzen. Man hat natürlich eine Herausforderung auf redaktioneller Ebene. Findet man gut ausgebildete Minderheitenangehörige, die eben auch im Medienbereich, vor allem jetzt mit den neuen Herausforderungen der Digitalisierung, auch gut arbeiten. Aber wie wir auch gestern gehört haben, eine Chance für gut ausgebildete Minderheitenangehörige, um eben auch wieder im Minderheitengebiet attraktive Jobs zu finden. Die Kultur selber, die eben auch diesen öffentlichen Raum besetzt und dann oft, das ist gerade auch bei der slowenischsprachigen Literatur in Kärnten sichtbar, dass diese Literaten weit über die Landesgrenzen bekannt sind und auch diese Öffentlichkeit, diesen öffentlichen Raum in Kärnten einnehmen und da vielleicht in diesem Bereich sogar stärker als in der Alltagssprache im Dorfgasthaus oder eben auch außerhalb der Schule eben im sozialen Leben. Der Bischof hat es gestern schon erwähnt, die Kirche war natürlich dieser öffentliche Raum, kann die Kirche natürlich heutzutage nur mehr zum Teil abdecken und die große Chance, diesen öffentlichen Raum zu belegen, meiner Meinung nach, ist eben dieser kulturelle Kreativbereich. Und auch zur Amtssprache, man muss natürlich ein Beispiel aus Südtirol einbringen. Professor Steiner-Hämmerle hat gestern das Regierungsprogramm erwähnt. Es gibt Initiativen, um eben auch die Amtssprache von Seiten der Bundesregierung eben auszubauen, im Sinne, dass eben die Homepages zweisprachig gemacht werden oder zumindest E-Formulare angeboten werden in den Minderheitensprachen. Beispiel aus Südtirol, wie weit eben Sprachplanung gehen kann. In Südtirol gibt es eine Terminologiekommission und eine Datenbank, also praktisch die ganze deutschsprachige Rechtssprache wird schon seit über 20 Jahren von einer Terminologiekommission ausgearbeitet. Das sind Richter, Anwälte, Sprachwissenschaftler, Juristen. Die treffen sich regelmäßig bei uns an der EURAG und da wird wirklich die Südtiroler Rechtssprache ausgearbeitet, also italienisches Recht. Gewisse Institute kann man eben aus dem österreichischen, Schweizer oder deutschen Recht übernehmen, andere müssen eigentlich erfunden werden, sowohl vom Rechtsinstitut selbst, auch von der Terminologie her. Also so weit geht eben Sprachplanung, also weit über Schule hinaus bis hin zur Amtssprache. Mit Ellen Jones hatten wir jetzt ein bisschen einen Blick über die Grenzen hinaus. Der nächste Videobeitrag wird wieder einige Beispiele bringen, auch aus dem Baskenland, aus Katalonien, aus Wales wiederum, aber jetzt kommen wir mal zurück nach Kärnten. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Sie heute mit uns sind. Herr Micha Vrbenc, der Professor für Slowenisch und Deutsch war, dann auch Direktor des slowenischen Gymnasiums zwischen 2003 und 2015, seit 2015 auch Fachinspektor für Slowenisch beim Landesschulrat und seit 2019 ist er auch in der Bildungsdirektion für Kärnten tätig. Arbeitsschwerpunkt natürlich Schulaufsicht und Schulentwicklung, Didaktik des Slowenischen als Erst- und Zweitsprache, war auch journalistisch tätig. Bitte, darf ich das Wort gleich weitergeben? Spoštovani navzoči, werte Anwesende, gospa deželna nadzornica Sabine Santriza danes ne more biti z nami iz privatnih razlogov. Kot njen zastopnik v oddelku 3 za manjšinsko šolstvo pedagoške službe izobraževalne direkcije za Koroško sem prevzel rade volje nalogo predstaviti sedanje stanje dvojezičnega šolstva na Koroškem. V svojem prispevku želim predstaviti institucionalizirane možnosti dvojezičnega izobraževanja, katerih osnova je manjšinski šolski zakon za Koroško iz leta 1959 z nekaj novelizacijami. Predvsem gre za zdajšnje izzive zaradi najnovejših reform šolskega prava, ustanovitev izobraževalnih direkcij, šolska avtonomija, kompetenčno usmerjeni pouk, učni načrti,
ki veljajo tudi za manjšinsko šolstvo in vplivajo nanj, ter jih je treba uresničevati s posebnim ozirom na te izobraževalne ustanove. Osnova mojih izvajanj je članek, ki sem ga napisal lani in ga zdaj kratkoročno tudi aktualiziral. Nadaljeval bom v nemščini in se zahvaljujem za neposredno prevajanje. Meine Ausführungen beruhen auf meinem ausführlicheren Beitrag Slowenisch lernen wollen und können, veröffentlicht als einer der Beiträge im Buch Lernraum Mehrsprachigkeit zum Umgang mit Minderheiten und Migrationssprachen. Erlauben Sie mir, dass ich die Lektüre des Buches auch hier an dieser Stelle empfehle. Widmet es sich doch den Fragen, unter welchen Bedingungen Mehrsprachigkeit gelingen kann, welche individuellen Faktoren, welche institutionellen Bildungsmöglichkeiten und welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hilfreich oder auch behindernd sein können. Das Minderheitenschulwesen in Kärnten ist Teil des österreichischen Schulsystems und seiner gesetzlichen Vorgaben, Schulunterrichtsgesetze, Schulverordnungen, Lehrpläne. Grundlage ist das Minderheitenschulgesetz für Kärnten vom 19. März 1959, ein Bundesgesetz, mit dem für das Bundesland Kärnten Vorschriften zur Durchführung der Minderheitenschulbestimmungen des österreichischen Staatsvertrages getroffen werden. Hinzu kommt das Ausführungsgesetz des Landes Kärnten vom 10. Juli 1959, mit dem die Grundsatzbestimmungen des Minderheitenschulgesetzes für Kärnten ausgeführt werden. Hinsichtlich des Geltungsbereiches wurden 1959 jene Gemeinden festgesetzt, in denen zu Beginn des Schuljahres 1958/59 der Unterricht an Volks- und Hauptschulen zweisprachig erteilt wurde. Eine umfangreiche Darstellung der Geschichte des slowenisch- bzw. zweisprachigen Unterrichts in Kärnten ist im Buch von Tatjana Feinig, Slovenščina v šoli, Slowenisch in der Schule zu finden, eine kompakte Darstellung, Zeitleiste, zweisprachiges Schulwesen in Kärnten von Theodor Domey, im Sammelband natürlich zweisprachig. Heute sei bei diesem Symposium, auch aufgrund der Zeit, darauf hingewiesen, dass auf dem Papier das Recht, sich zum zweisprachigen Unterricht anzumelden, definiert war. In der Praxis verlief es jedoch oftmals anders. Das kann man auch aus den Titeln dreier Studien über das Minderheitenschulwesen in Kärnten herauslesen, die da lauten: Zwanghaft Deutsch, der heimliche Lehrplan, Schule ist gleich Schola mit Fragezeichen. Es folgten mehrere Novellen des Minderheitenschulgesetzes, 1988 mit der Einführung der im Gesetz sogenannten Teamlehrer, die mit der zweisprachigen Klassenlehrerin bzw. dem zweisprachigen Klassenlehrer im Team unterrichten und die nicht zum zweisprachigen Unterricht angemeldeten Schülerinnen und Schüler in Unterrichtsphasen begleiten. 1990 wurde die Möglichkeit eröffnet, dass Schulen als für die slowenische Minderheit in Betracht kommende Volks- und Hauptschulen außerhalb des Geltungsbereiches des Minderheitenschulgesetzes festzulegen sind, bei denen ein nachhaltiger Bedarf nach zweisprachigem bzw. Slowenischunterricht besteht. Darauf beruhen die beiden zweisprachigen Volksschulen in Klagenfurt, die öffentliche Volksschule 24, Javna-dvojezična ljudska šola 24, und die private Volksschule Hermagoras ljudska šola Mohorjeve. 2001 wurde die Bestimmung aufgehoben, dass der Unterricht auf den ersten 3 Schulstufen zweisprachig, ab der 4. Schulstufe dann Slowenisch als Gegenstand angeboten wird. Weitere Änderungen des Gesetzes betreffen die Berücksichtigung neuer Bezeichnungen, zum Beispiel neue Mittelschule statt Hauptschule. Solche Änderungen werden aber auch in Zukunft notwendig sein. Ab Herbst heißen die bisherigen neuen Mittelschulen Mittelschulen. Es geht aber auch um wesentliche Änderungen, die zum Beispiel die Schulaufsicht betreffen. Die Bildungsdirektion für Kärnten hat eine präsidiale
und einen pädagogischen Dienst. Dieser ist in die Abteilung 1 Region Ost und die Abteilung 2 Region West geteilt. Die Abteilung 3 für das Minderheitenschulwesen arbeitet regionen- und abteilungsübergreifend. Laut Geschäftsordnung der Bildungsdirektion ist die folgende Aufgabe zu verzeichnen. Die Abteilung Minderheitenschulwesen ist mit ihrer Schulaufsicht für die Fachaufsicht aller Schulen und Klassen, die nach dem Minderheitenschulgesetz für Kärnten organisiert sind, zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr die Fachaufsicht für den Unterrichtsgegenstand Slowenisch an allen anderen Schulen. Zwischen der Abteilung Minderheitenschulwesen und der Abteilung Bildungsregion sowie dem Fachstab ist zwecks Kooperation und Koordination aller erforderlichen Maßnahmen eine institutionalisierte Kommunikationsschiene einzurichten. Die im Juni 2017 beschlossene Schulrechtsreform wird in den kommenden Jahren umgesetzt werden, auch wenn Corona-bedingt eine Verzögerung aufgetreten ist. Das Minderheitenschulwesen wird dementsprechend wegen der Neuerungen im Rahmen der Schulautonomie, aber auch der Organisation der Schulverwaltung, des Unterrichts sowie der Kompetenzmessungen neue Herausforderungen zu bewältigen haben. Im Mittelpunkt der Reform steht die Schulautonomie. Schulautonome Freiheiten benötigen ein gutes Qualitätsmanagement, die besten Schulleiterinnen und Schulleiter sowie eine bedarfsgerechte Fortbildung der Pädagoginnen und Pädagogen. Die Reform sieht eine bundesweit einheitliche und standardisierte Vorgehensweise bei der Auswahl von Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Clusterleiterinnen und Clusterleitern vor. Bei Besetzungen von Schulleiterstellen im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens ist die Schulaufsicht für das Minderheitenschulwesen im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens als beratende Stimme in die Begutachtungskommission aufzunehmen. Wer sich um eine Leitungsfunktion an einer zweisprachigen Volksschule im Geltungsbereich des Minderheitenschulwesens bewerben will, muss über Slowenischkenntnisse auf dem Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen und ab dem Schuljahr 2021/22 über die Lehrbefähigung für den zweisprachigen Unterricht verfügen. Schulleiterinnen und Schulleiter können als Schlüsselfiguren für das Gelingen von Veränderungsprozessen bezeichnet werden und tragen die Hauptverantwortung für die Qualitätsentwicklung an ihren Schulen. Bei der Personalauswahl werden Schulleitungen neu hinzukommende Lehrerinnen und Lehrer selbst auswählen können und Fortbildungsveranstaltungen für ihre Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach den Bedürfnissen am Standort richten, mitbestimmen. Hier ist die Schulautonomie durchwegs auch für eine Schule im Geltungsbereich des Minderheitenschulgesetzes mitzudenken. Bei der Entwicklung der Zweisprachigkeit sind die institutionellen Bildungsmöglichkeiten das eine, die individuellen Faktoren das andere und, wie wir gesehen haben, spielen auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten eine gewichtige Rolle. Die Möglichkeiten einer durchgängigen und nachhaltigen zweisprachigen Bildung in Kärnten sind gegeben, sie sind jedoch stark vom Willen der Erziehungsberechtigten abhängig. Theodor Dome meint zu den Rollen und Positionen des Slowenischen und Deutschen in den Kärntner Schulen, ich zitiere, der größte Unterschied besteht darin, dass Deutsch von allen Schülerinnen und Schülern erlernt werden muss und im Gegensatz dazu der Unterricht der slowenischen Sprache von den Erziehungsberechtigten gewählt wird oder eben nicht. Ende des Zitats. Eine zweisprachige Erziehung in der Familie erfordert ein bewusstes Umgehen mit Sprache und sprachlichen Erziehungsmethoden, zum Beispiel in zwei- oder in mehrsprachigen Partnerschaften. Der Entscheidung für eine slowenisch- oder zweisprachige Tagesmutter oder einen mehrsprachigen Kindergarten folgen dann weitere, denn bei der Fortsetzung des Bildungsweges beeinflussen 3 Einschnitte oder Übergänge das Slowenisch-Lernen ab der Volksschule. Das Anmeldeprinzip erfordert eine bewusste Entscheidung der Eltern, der Erziehungsberechtigten,
das Kind zum zweisprachigen Unterricht anzumelden. Eine Anmerkung: Zweisprachig, Deutsch und Slowenisch in annähernd gleichem Ausmaß, ist der Unterricht in den zweisprachigen Volksschulen, 1. bis 4. Schulstufe, und an der zweisprachigen Bundeshandelsakademie sowie der privaten höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in St. Peter bei St. Jakob im Rosental. Die Entscheidung darüber, welche Schule das Kind nach den 4 Volksschuljahren besuchen wird, bedeutet auch eine Entscheidung, ob und in welcher Form Slowenisch im weiteren Bildungsweg gelernt wird. Am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen ist Slowenisch Unterrichtssprache. Deutsch und Slowenisch werden als Fachgegenstände im selben Stundenausmaß unterrichtet und in beiden Sprachen muss bei der Reifeprüfung eine standardisierte Klausur geschrieben werden. Slowenisch wird als alternativer Pflichtgegenstand oder als Freigegenstand an der neuen Mittelschule bzw. der Unterstufe des Gymnasiums angeboten. Die Zahlen zeigen hier, dass an dieser Nahtstelle viel Potenzial verloren geht, was die Entwicklung einer gelebten Zweisprachigkeit mit Deutsch und Slowenisch erschwert, da das im Rahmen des zweisprachigen Unterrichts an der Volksschule erworbene Wissen und Sprachwissen nicht entsprechend weiter ausgebaut, erweitert, vertieft, gefördert wird. Nach der Statistik der Abteilung für das Minderheitenschulwesen nimmt auf der Sekundarstufe 1 nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die auf der 4. Schulstufe der Volksschule zum zweisprachigen Unterricht angemeldet waren, das Angebot in Slowenisch an. Als Gegenmaßnahme zum Beispiel: Im Rahmen der Einführung der neuen Mittelschule wurden neue Wege beschritten, um hier an dieser Nahtstelle kontinuierlichen Sprachunterricht zu ermöglichen. Zum Beispiel Verankerung der Slowenischstunden im regulären Stundenplan, Reform des Lehrplans, Slowenisch als Arbeitssprache in anderen Unterrichtsgegenständen. Genaues Zahlenmaterial zu diesen Angaben können Sie auch im Internet finden. Der Jahresbericht anlässlich 60 Jahre Minderheitenschulgesetz für Kärnten ist auf der Webseite der Bildungsdirektion für Kärnten beim Button Minderheitenschulwesen einzusehen und abrufbar. Der dritte Einschnitt, die Nahtstelle zur Oberstufe nach der Pflichtschule, kann auch einen Abbruch des zweisprachigen Lernweges bedeuten. Es gibt als Angebot die Fortsetzung der Unterstufe des BG-BRG für Slowenen, die schon erwähnte zweisprachige Bundeshandelsakademie und die Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in St. Peter, Slowenisch als Sprachgegenstand an anderen AHS und BHS. Eine zweisprachige Ausbildung mit Deutsch und Slowenisch gibt es im Bereich der höheren technischen Lehranstalten oder der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik noch nicht. Neueste Entwicklungen: Die zweisprachige Bundeshandelsakademie bietet gemeinsam mit der HTL Lastenstraße den Ausbildungsschwerpunkt Umwelttechnik an. Eine Erweiterung des Slowenischen auch im Bereich der Technik. An einem Schulversuchsmodell für die Zusatzausbildung zweisprachige Elementarpädagogik an der BAföB wird gearbeitet. Ebenso in Vorbereitung ist das verstärkte Angebot des Slowenischunterrichts an einer Villacher AHS in der Region West. Neuerungen in der Entwicklung der Schulen betreffen den kompetenzorientierten Unterricht und den Einsatz von sogenannten Kompetenzrastern. Auf dieser Grundlage entsteht der neue Lehrplan für die Primar- und Sekundarstufe, natürlich auch für die Volksgruppensprachen Burgenlandkroatisch, Ungarisch und Slowenisch. Sehr zugute kommt dabei die langjährige Entwicklung von Kompetenzbeschreibungen für Slowenisch auf der 4. und 8. Schulstufe sowie im Rahmen der standardisierten Reifeprüfung und regionaler Sprachenportfolios für die Primarstufe und die Sekundarstufe 1. In vom Bildungsministerium unterstützten Arbeitsgruppen wurden diese Unterlagen als Instrument der Unterrichtsentwicklung und des Qualitätsmanagements entwickelt, erprobt und im Bereich des Minderheitenschulwesens sowohl an den Schulen
als auch in der Lehrer- und Lehrerinnenfortbildung implementiert. Weitere Projekte zur Entwicklung des zweisprachigen Unterrichts werden seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert und vom österreichischen Sprachenzentrum begleitet. Diese Projekte, die Titel lauten: Grundkompetenz Lesen in Slowenisch auf der Primarstufe, Implementierung und Begleitung durchgängiger Sprachbildung vom Kindergarten bis zum Ende der Volksschule im Bereich der zwei- und mehrsprachigen Bildung, Entwicklung eines durchgängigen Lehrbuchkonzepts für den Sprachunterricht Slowenisch auf der Primarstufe, Entwicklung einer Handreichung zum kontinuierlichen Spracherwerb an den Übergängen, Vernetzung und Implementierung von Immersionsmodellen im zweisprachigen Unterricht des Minderheitenschulwesens in Kärnten, Unterrichtsmaterialien für Slowenisch auf der Sekundarstufe 1, digitales Lernen im Slowenischunterricht, Entwicklungen von Prüfungsaufgaben für die Reifeprüfung Slowenisch. Bereits aus diesen Projektüberschriften ist ersichtlich, dass diese Projekte von großer Wichtigkeit für die Entwicklung des zweisprachigen Schulwesens sind und jene Bereiche bearbeiten, die sich als Herausforderung und Chance für die kommenden Jahre darstellen. Hvala lepa za vašo pozornost.